Einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich euch. Ich bin mal wieder da, hier auf dem Stream, auf dem Channel von Brack.ch. Schon lange nicht mehr da gewesen, aber ich habe es mal wieder geschafft. Das letzte Mal ist immerhin schon einen Monat her, als ich 3 Tage am Stück an der Fantasy Basel gestreamt habe. Und nicht zu vergessen natürlich den Podcast, den wir haben. Aber gamed habe ich schon lange nicht mehr. Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid ready fürs Wochenende plus minus. Noch geht es nämlich nicht mehr lang. Und dann können wir so viel gamen, wie wir wollen. Zumindest bis am Sonntagabend. Hallo zusammen, schön seid ihr alle da. Hallo Hörlimann, hallo Ruvero, hallo Flöru. Und der Super JB ist natürlich auch da, das freut mich mega. Du kannst mir nämlich gerade ein bisschen helfen, wahrscheinlich. Und der Martin ist da. Salut. Was? Ja, die Steffi Diablo, was? Nein, also ich muss wirklich sagen, ja, ich bin ein absoluter Noob. Das ist schon mal vorneweg. Ich habe noch nie in meinem Leben Diablo gespielt. I'll try my very best, da bin ich froh. Danke vielmals, Patrick. Also, wirklich folgendermaßen: Ich habe noch nie Diablo 4, also, was heißt Diablo 4? Ich habe noch nie Diablo gespielt. Ich bin mit dem Spielprinzip so ein bisschen vertraut. Das ist jetzt wirklich nichts Neues. Aber an sich Diablo, was die Story betrifft, was die Vorgängerversionen betrifft, was die Charakters betrifft, kenne ich alles nicht. Bin ich Noob, gebe ich zu, gebe ich ganz offen zu. Aber ja, das ist ja vielleicht auch gar nicht mal so schlecht zum Schauen. Ist Diablo 4 einsteigerfreundlich? Wenn man noch nie zuvor ein Diablo gespielt hat, ist es einsteigerfreundlich? Kann man es einfach so spielen, ohne sich gross müssen, zu informieren? Das ist nämlich bei mir immer ein kleines, ich sage jetzt mal, Killer-Kriterium. Weil man, zum Beispiel bei Tears of the Kingdom, bei Zelda, ich würde jetzt Tears of the Kingdom nicht spielen, weil man nicht Breath of the Wild kennt. Aber ja, das ist halt immer so die Frage, muss man den ersten, zweiten, dritten Teil muss man die kennen, muss man das gespielt haben oder funktioniert das Game auch als Standalone? Und das probiere ich jetzt hier bei Diablo 4 herauszufinden, ob Diablo 4 als Standalone auch funktioniert, ob man rauskommt, ob man ins Gameplay reinfindet. Und von dem her, ja, bin ich gespannt, was mich da heute erwartet. Und ob es wirklich so gut ist, wie alle sagen. Noch nie gespielt. Dann wird mir der Suchtfaktor packen. Mensch! Also ich bin schon sehr süchtig nach Zelda. Ich bin im Moment wieder ein bisschen mehr probieren, am Zelda zu spielen. Ja, die freie Minute sozusagen, wenn ich mal eine habe. Ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen mehr Zelda zu spielen. Ich habe einen Monat nicht mehr gespielt, darum ist es mal wieder Zeit geworden. Ich bin gespannt, ob Diablo mehr packt. Es ist halt sehr düster. Ich bin halt jemand, ich habe eigentlich nicht wahnsinnig gerne so düstere Games, aber es hat mich jetzt gleich einmal gereizt, einfach zum Schauen, ja, wie es so funktioniert, wie es tut, wie es sich spielen und so weiter. Genau. So sieht es aus. Yes! Guten Nachmittag, Massimo. Ich hoffe, es geht dir gut. Endlich jemand, der von Anfang an anfängt. Yes! Da, hier, ich. Ich fange ganz vorne an. Ich habe das Game noch nicht einmal gestartet. Also mal schauen, was uns erwartet. Hoffentlich fängt es mit einer Cutscene an. Ich liebe es, wenn Games einfach instant mit einer Cutscene anfangen, wo zuerst mal so ein bisschen ins Game reinkommst, in die Story eingeführt wirst, hast schon mal die ersten Eindrücke von der Story des Game. Das finde ich immer mega cool. Darum bin ich ein grosser Fan von Cutscenes ganz am Anfang, also als Intro. Ja, mal schauen. Und ja, ganz von vorne und auch ohne Spielerfahrung. Also viel Spass wünsche ich schon mal. Ich hoffe, alles gut bei dir. Du, ja, es ist ein bisschen müde, aber sonst ist alles tipptopp bei uns. Ich würde schon meinen, es ist sehr einsteigerfreundlich, aber ich bin auf dein Feedback gespannt. Okay, nice. Cutscene, schnall dich an! Oh, wow, okay. Ich sitze sattelfest in meinem Stuhl. Allein die Cutscenen sind der Hammer, okay? Oh, ich liebe Cutscenes. Also, ich finde, Cutscenes
sind für mich eine super relevante, ich sage jetzt mal, also ein super relevantes Stilmittel, um ein Game auf ein nächstes Level zu bringen. Was ich aber nicht ausstehen kann, ist, wenn du alle paar Minuten eine Cutscene hast. Ich weiss nicht, ob du dich erinnern magst, aber ich habe mal Forspoken gespielt. Ich weiss nicht, ob das in diesem Stream war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht war es auf meinem privaten Channel. Das stimmt, das war auf meinem privaten Channel. Wo ich Forspoken gestreamt habe. Und bei Forspoken, also sorry, so ein schlechtes Game habe ich wirklich schon lange nicht mehr gespielt. Es ist ich sage jetzt mal, 30 bis 5 Minuten, also 30 Sekunden bis 5 Minuten ist eine neue Cutscene gekommen. Ich habe einmal, also das Schlimmste, was war, ich habe 5 Sekunden, glaube ich, maximal, 4 oder 5 Sekunden, ungelogen, bin ich in eine Richtung gelaufen und dann ist schon die nächste Cutscene gekommen. Und das wirft einem einfach so aus dem Gameplay raus. Darum, man kann es übertreiben, aber sonst grosser Fan von Cutscenes, vor allem guten Cutscenes. Was ein bisschen Stimmungskanonen sind, sage ich jetzt mal, die ein bisschen die Atmosphäre so richtig schön überbringen. So. Ich bin ein bisschen am Arbeiten und höre zu und schaue ein bisschen zu. Das ist doch super, das ist dann gut, Massimo. Dann wünsche ich viel Spass bzw. Erfolg beim Arbeiten. Kleiner Tipp vorab, falls ein Xbox-Controller verwendest am PC, ich würde mit dem... Okay. Ich finde es deutlich angenehmer als mit Maus und Tastatur. Cutscene in Diablo 4 nur an bestimmten Stellen. Das ist gut, aber dort, wo es herpasst. Du würdest einen Controller benutzen. Okay. Dann würde ich sagen, Moment schnell. Kann ich ihn einfach einstecken, aus erkennt ihn automatisch, wo vorab kann ich glaube ich nichts einstellen, soweit ich weiss. Also wie ich gesehen habe. Vorab kann ich nichts einstellen. Das heisst, wenn ich das Game starte, erkennt es ihn automatisch, dass ich mit Controller spiele, oder... Ich habe früher immer mit Tastatur und Maus gespielt, also World of Warcraft zum Beispiel immer mit Tastatur und Maus, geht auch gar nicht mit Controller, aber ich muss wirklich sagen, ich habe schon lange auch nicht mehr wirklich regelmäßig mit Tastatur gespielt, aber ich stecke ihn mal ein, der Xbox-Controller. Ich habe schon lange in der Hand gehabt. Aber Dongle macht es möglich. Ich muss aber schauen, ob es noch erkennt. Ja, natürlich hat es gerade erkannt. Wunderbar. Wie schön Controller. Genau. Also, dann habe ich den Controller eingesteckt. Merci vielmals für den Tipp. Dann probiere ich doch mit Controller zu spielen. Oh, wobei... Ja, ich bin jetzt voll im Switch-Controller-Modus drin und da ist ja alles umgekehrt. Ich schaue mal, ob es funktioniert, sonst würde ich halt auf Tastatur und Maus wechseln. Aber ja, mal schauen. So, gut. Also, Leute, seid ihr gespannt? Oder dann jetzt mal die Musik abschalten? So, und dann würde ich sagen, ich starte mal das Game. Und dann schauen wir, was da uns alles so erwartet. Nein, warte. Ja, alles klar, merci. Was? Are you kidding me? Ich habe Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Meine Grafikkarte ist veraltet. Hey, Vernelope, ja, wie geht's dir? Aber es geht ja gleich. Mal ausprobieren. Das würde mich jetzt also wirklich wundern, wenn meine Grafikkarte veraltet wäre. Der PC ist noch nicht so alt. Also von dem her. Also, was? Also so alt ist mein PC jetzt nicht. Also kann ich jetzt... Oh, es hat ihn automatisch erkannt. Sehr gut. Ein Logo. Ah, da ist das Logo. Ja, ich muss es ein bisschen heller machen, weil ich habe Gegenlicht vom Keylight und dann ist es aber noch gut, wenn es ein bisschen heller ist. So.
Screenreader. Das Vorlesen von... Nein, bitte nicht. Wir machen das mal einfach so. Schriftgröße lassen wir einfach mal alles so. Bildschirm wackeln. Ja. Blitz bei Treffen, ja. Strobo-Effekt stehe ich nicht so. Das ist eigentlich unsexy. Oh nein, bitte nicht. Das wäre ja noch linker und rechter Stick vertauschen. Danke für gar nichts. Ja, wir lösen auf Deutsch, by the way. Und dann würde ich sagen, let's go. Steffi in Einstellung, Vordergrund, FPS runter auf 6 bis 40. Oh. Du leid. Mach ihn her vielleicht. Gesegneter Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich, wandle ich auch auf dunklen Pfaden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Gesegneter Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Ruhe! Wandle ich auch auf dunklen Pfaden. Halt's Maul! Sie haben uns gewittert. Rennt! Es ist ein bisschen her, dass ich die Szene gesehen habe. Ja, der very first beginning, hä? Oh, das ist laut. Das ein bisschen leisiger machen. Der Anfang ist so leise. Durchhalten! Gut, ich glaube, diese Szene kennen wir ja schon. Die ist ja im Trailer gekommen, im Was ersten. soll das denn werden? Das schafft er nie im Leben! Er muss aber. Gesegneter Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Hey, Rat leitet mich. sieh mich an. Gesegneter Akarat. Gold in Hülle und Fülle. Zum Greifen. Nah. Nein, ich wollte doch nur antworten. Sie kommen! Ich weiß. Legt euch! Na los. Blitzmann! Brich das Siegel. Du musst das Tor öffnen. Licht, steh mir bei. Mit rein. Sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Das Blut zeigt. Ich versteh's nicht. Blut, das ist der Schlüssel. Blut ist der Schlüssel! Was? Ich brauche 2 von euch! Schnell! Geht! Ich halte sie auf! Los! Also, hier steht, das Blut der Willigen muss... Ist das euer Ernst? Es klappt! Wir müssen ihm helfen! Der ist geliefert! Nein! Wirklich jammerschade. Oh ja, er meint sehr Kopf ernst. hoch, was soll's? Wenigstens müssen wir das Gold nur noch dritteln. Es muss hier irgendwo versteckt sein. Lies das. Mit rein, sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Preiset. Die Schöpferin. Oh. Preiset die Tochter. Oh nein. Nein. Was ist mit dem Gold? Was steht davon? Das hier ist verboten. Der Text ist eine Beschwörung. Ich kann das nicht aussprechen. Lüg mich nicht an! Wir sind für Schätze gekommen. Wo sind wir hier?
Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Tempel. Oder in einem Grabmal. Es ist ein Tor. Es ist wirklich fantastisch gut. Ja, und ja, wenn Blizzard etwas kann, dann Cutscenes, das haben sie schon immer Huren drauf gehabt. Und Blut ist der Schlüssel. Oh, die Stimme ist schon gut. Ja, das ist nur das Intro, ja. Ja, es startet mit einem Bang, hä? Von dem her. Gesegneter Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auch auf dunklen Pfaden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Wir erflehen deine Erlösung aus dem Abgrund. Mit Dreien sie kommen. Mit Dreien steht dein Weg offen. Die Stimme ist Mit hure dem Blut passend, der Willigen. holy. Wir rufen dich heim. Die Stimme ist verdammt gut getroffen. Komm, Gesegneter Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auf... öffne die Augen. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Oh Ewiges nee, Licht der beschützt Arme. mich. Ewiges Licht beschützt mich. Hier gibt es kein Licht. Du bist zur Dunkelheit gekommen auf der Suche nach Antworten. Und alle Antworten, die du suchst, sind hier. Gib dich hin. Sprich die Worte. Bring sie heim. Mit dreien. Sie kommen. Mit dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Iset, die Tochter des Hasses. Die Schöpferin. Sanctuarius. Preiset. Lilith. Gebenedeite Mutter, erlöse uns. Boah, also ich habe schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich wirklich sagen. Es ist verdammt gut. Holy shit. Was gibt denn... Gebenedeite. Ja, google jetzt. Aber das Wort... Ey, Wahnsinn. Das ist sick. Also es ist wirklich verdammt gut.
Der hat noch geschrieben, ich habe eigentlich wirklich während der Cutscene nicht wirklich viel reden, aber ja, ich habe bei den Trommeln habe ich gerade an Herr der Ringe müssen denken, so wegen sie kommen. Oh, ungefähr so, ja. Der hat noch geschrieben, aber so unbedingt so dramatisch gut, mega. Also das ist wirklich, wirklich krass. Wenn du das Tobias so heftig verliebt in das Game, okay, ja, da bin ich echt gespannt. Ein Charakter hat die Synchrostimme von Samuel L. Jackson bekommen, richtig cool. Wer ist echt das? Aber ja, fair, fair. Und noch nicht auf Deutsch, ja. Wegen Deutsch, jemand hat noch gefragt, ob ich Minigames immer auf Deutsch spiele. Es kommt ein bisschen darauf an, ehrlich gesagt. Ich habe einfach irgendwie mir angewandt, im Stream immer alles auf Deutsch zu spielen, wo ich auch immer viel vorlesen musste. Darum ist es bei mir so automatisch drin, dass ich immer alles auf Deutsch auswähle, wenn ich am PC spiele. Aber ich habe auch sehr viel immer auf Englisch gespielt. Also, gerade viele Indie-Games sind auf Englisch, von dem her. Aber, naja, keine Ahnung. Das war einfach mal so gewesen. Also, ich hätte es auf Englisch spielen, aber ich glaube, von den Begriffen her, wenn man noch nie Diablo gespielt hat, und von den Begriffen her, I don't know, weiß es nicht. Das ist einfach so spontan passiert. Kein bestimmter Grund. Es hat wirklich was von Herr der Ringe, ja, das ist wirklich so. Also ich habe schon die Beta gespielt und darum einen mega herzigen Baby Wolf Backpack bekommen. Yeah, okay, das ist echt cute. Oh. Man verliert sich voll in den ganzen Sidequests und sonstigem Content und manchmal spielt man wieder die Hauptstory und schaut basically einen Film. Okay, nicht schlecht. Schreien. Ich bin ja generell nicht so Fan von deutschem Dub, muss ich sagen, aber das ist echt nicht schlecht. Also ich muss sagen, die Stimmen haben echt fantastisch Spass. Vor allem von dem, was ist er, Priester oder was ist er gewesen? Von dem ist die Stimme echt richtig gut, ja. John Wick lässt grüßen. Wieso meinst du? Ist das die Stimme von John Wick gewesen, oder was? Der Scheuchi hat eine perfekte Stimme, ja. Also die Stimmen waren sehr gut gewählt gewesen. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Ich glaube, er ist Sprecher von vielen Dokumentationen, aber er hat seinen Job im Griff. Die Stimme kommt mir auch bekannt vor, aber ich kann jetzt nicht sagen, von wo. Einmal irgendwie so irgendeine Rolle, die sehr düster ist. Das passt gut, die Stimme, ja. Für den mit der tiefen Stimme gefällt mir Englisch trotzdem besser. Okay. Bösewicht in Avatar 1 und 2. Ah, der Dings. Ja, der ist gemein. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der Military-Typ. Steffi, tust du eigentlich generell genau auf Deutsch oder Englisch? Genau. Praise Lilith, ungefähr so, yes. Das war nur das Intro, genau. Hast du schon entschieden, welche Klasse du spielst? Ich habe grundsätzlich immer so eine gewisse Vorliebe bei so Games, was Klassen betrifft. Aber von dem her, ja. Ich schaue jetzt sicher zuerst mal alles so an. Mal schauen, ob ich etwas gerade so finde, was mir gefällt. Also, gebenedeit heisst gesegnet. Gut, wissen wir das auch. Nicht der John Wick, aber der Besitzer von Intercontinental. Okay. Sagt mir nichts, aber in dem Fall. Ja gut, also der Barbar, Totenbeschwörerin. Gut, Totenbeschwörer ist natürlich grundsätzlich immer sehr nice. Zauberer. Lame. Jägerin. Sieht zwar eher aus wie eine Rogue als eine Jägerin, aber oder eine Kombi-Klasse zumindest oder so. Und Druid. Druid habe ich gehört, ist so ein bisschen mühsam sein. Necro ist die beste. Ja, ich habe auch gehört, Necro sei am besten. Es würde natürlich auch zu Diablo passen, sind wir ehrlich. Rogue ist, glaube ich, normalerweise mache ich ja immer Rogue. Egal eigentlich welches Game. Aber Rogue ist eigentlich immer so ein bisschen meine Lieblingsklasse. Aber wenn Totenbeschwörerin cool ist. Also ich lasse sicher euch auch noch ein bisschen mitentscheiden. Mage ist nicht meins. Mage ist nie meins irgendwie. Ich weiß nicht warum. Barbar finde ich einfach irgendwie so ein bisschen ich weiß auch nicht, das interessiert mich nicht. Und Druidin, auf die habe ich gar keinen Bock. Also ich würde sagen, wir entscheiden uns zwischen Totenbeschwörerin und Rogue, also Jägerin.
Also ich bin die Klasse ganz rechts, so in den 2 Wölfen an meiner Seite habe die ganze Zeit. Die Vernotopia ist die Druidin, okay. Ja, auf Druidin habe ich nicht so Lust, to be honest. Aber fair enough, Necro ist das Beste als Jägerin im Englischen ist Rogue. Aber hure weird, weil Rogue heisst ja eigentlich Assassine und so, also von dem her, ja. Das Patrick ist Necro, Rogue ist sehr fun zum Spielen, habe ich gehört. Ich persönlich finde Druiden mega, aber ist halt auch einfach voll schwer am Anfang. Ja, aber und ich glaube jetzt gerade, wenn ich bin neu im Game, als totale Anfängerin von Diablo, von dem her habe ich nicht Lust, jetzt mehr gross darauf zu konzentrieren, wie ich die Klasse spiele. Aber ja, was meint ihr? Auf was habt ihr eher Lust? Totenbeschwörerin, was kann die alles? Mysteriöse Totenbeschwörer sind Hüter des Gleichgewichts zwischen Leben und Tod. Sie können mächtige untote Armeen auferstehen und für sich kämpfen lassen, aber verfügen auch über mächtige Knochenschatten und Blutmagie. Untote Armee. Beschwört eine Armee untoter Diener, die euren Befehlen folgen, darunter Skelettkrieger, Skelettmagier und der Golem. Das ist aber geil. Knochen. Nutzt die Macht der Knochenmagie, um eure Gegner physisch anzugreifen. Eure Knochenfertigkeiten werden oftmals stärker, wenn ihr über viel Essenz verfügt. Dunkelheit zermürbt die Gegner mit der Zeit. Also ein Buff in dem Fall, der Debuff. Dunkelheitsfertigkeiten verwenden Kontrollverlusteffekte, um euch Gegner vom Leib zu halten, während sie langsam und qualvoll sterben. Das ist doch schön. Wunderbar. Dann gemütlich. Saugt mit Blutmagie das Leben aus euren Gegnern und erhaltet defensive Vorteile, während ihr immer mächtiger werdet, indem ihr euer maximales Leben erhöht. Das klingt doch auch sehr chillig, nicht? Necro mit 6 Skelett als Armee ist einfach cool. Ja, das glaube ich eben auch. Martin wird Toten beschwören, okay? Druid wird wohl mein zweiter Char. Aber bis ich mal auf Level 100 bin, ist Weihnachten 2025. Ja, da ist ja noch andere Games, die du spielen musst, nicht wahr? Das kann die Jägerin. Die listigen Jäger nutzen alle verfügbaren Mittel, um ihr Ziel zu verfolgen. Sie sind ebenso geschickt wie erfinderisch und können Gegner aus der Ferne mit einem Bogen oder aus der Nähe mit ihren Dolchen bekämpfen. Gegner können ihre Waffen auch mit verschiedenen Magieinfusionen erfüllen. Okay. Präzision. Setzt euren Gegnern mit Pfeil und Bogen aus der Distanz zu. Präzisionsjäger profitieren davon, Gegner kritisch zu treffen und sie verwundbar zu machen. Also sind das die verschiedenen Specs eigentlich? Oder hat man alle Fähigkeiten? Infusion erfüllt eure Waffe mit Gift, Kälte und Schattenenergie. Infusion verleihen Angriffen besonderen Eigenschaden, wenn sie Gegner Schaden zufügen. Ich denke mal, das sind einfach alle Fähigkeiten, die man hat. Nein, wo ist schwer, sehr wenig. Und Fallen. Legt Fallen auf den Boden, die verschiedene Effekte auslösen können. Effekte können zielen, Schaden zufügen, sie vergiften oder langsamer viele sein. Und irgendwie ein bisschen öd. Also, aber ich spiele normalerweise ja immer Rogue. Aber ich muss sagen, ich finde es gerade im Vergleich zum Totenbeschwörer echt pretty lame. Und ich meine, in allen anderen Games hast du eher die Möglichkeit, mit Dolch und Bogen zu kämpfen. Und da ist doch mal ein bisschen etwas Uniques, sage ich mal, doch mal ganz schön. Von dem her glaube ich auf Necro, definitiv. Ja. Ich würde Rogue empfehlen, weil es halt einfach ein bisschen wilder aussieht, ziemlich schnell. Ja, aber ich finde, die Fähigkeiten sind ein bisschen lame irgendwie. Darum glaube ich auf Totenbeschwörer. Du fängst ohne nichts an, kannst du per Skilltree neue Sachen dazu bekommen. Okay, as usual in dem Fall, nice. Es gibt verschiedene Builds, alle Fähigkeiten ist nicht möglich. Okay, du bist auf 6 Fähigkeiten maximal beschränkt. Nein, Fleur, ich mag nicht Druid spielen. Das mit den Tierli. Ja, I know, aber ich mag ehrlich gesagt nicht Druidin spielen. Ich habe mehr Lust auf Totenbeschwörerin. Kannst du was Bleistift der Necro auch ganz ohne Skelett zocken? Ah, zum Beispiel, lul. Kannst du zum Beispiel auch Necro ohne Skelett zocken? Okay, soll sogar besser sein als ohne, aber ich will nicht auf meine Pets zocken. Was? Ah, verzichten. Ja, aha, mit Pets meinst du das Skelett. Okay, fair. Ja, nein, also auf den Golem habe ich schon echt Lust. Also, ich würde sagen, wir probieren uns mal am Totenbeschwörer, also beziehungsweise an Totenbeschwörerin. Die gute Dame hat sich extra ja hübsch gemacht für uns, von dem her, ja, let's go. Habe ich Lust drauf. Und
Ja, ich will also schon... Ist das ein männlicher Totenbeschwörer? Das ist weiblich. Ich bin halt schon auch immer ganz gerne eine Frau. Oh, es gibt noch mehr Vorstellungen. Okay, that's nice. Das sieht cool aus. Redhead. Oh, anpassen kann man es auch noch. Oh, Jesus Christ. Das finde ich sieht echt geil aus. Die sieht einfach sehr tot aus. So. Oder das Blondie. Yes, okay. Oh wow, man kann alles ab. Oh yeah. Man kann alles anpassen. Oh Jesus Christ. Natürlich, du darfst alles fragen, Fleru. Golem ist glaube ich einfach ein bisschen später. Ja, das kann schon sein. Kannst du noch hübscher machen. Was ist jetzt Diablo 4 für dich eine Geschäftsausgabe gewesen und auf Spesen gekommen? Ja, so ungefähr, genau. Totenbeschwörer hat mega coole Looks. Du kannst sogar 2 Hautfarben haben. Ja, das habe ich eben vorher auch gesehen. Oh. Ah, du kannst sogar noch Retour. Okay, das ist auch nicht schlecht. Yes. Also alle Games, die ich hier auf diesem Kanal spiele, sind tatsächlich... das sind die mit den 2 Hautfarben. Das finde ich aber auch, es sieht geil aus. Nehmen wir das. Ich finde, es sieht mega cool aus. Genau, alle Games, die ich hier auf diesem Channel spiele, die kann ich natürlich... die kann ich natürlich angeben. Beziehungsweise das sind Keys, die wir meistens auch von den Herstellern direkt bekommen. Oder von Distis, also Distributoren. Und dann tun wir selten mal auch rot. Oh! Solid! Nehmen wir. Ja, das müssen wir eigentlich meistens nicht zahlen. Genau. Also wir müssen es nicht selber zahlen. Musst du mal durchgehen. Und ja, da haben wir es ja. Ich finde, das sieht so toll aus. Es sieht wirklich sehr, sehr cool aus, ja. Darum lassen wir es gerade. Haarfarbe. Da haben wir sogar auch noch verschiedene Farben. Gift. Das sieht ein bisschen angemodert aus. Mitternachtsrubin. Okay, ui. Das Schlimme ist ja, ich kann mir die Zeit einfach ewig verdörlen, wie so Sachen. Das sieht noch schön aus, denke ich mal. Ja, das sieht gut aus. Wir nehmen das. Accessoires. Kann man da... Aha, oh je, da kannst du noch mehr... Oh boy. Ah, du kannst... Oh. Lalala, Frisur. Ich finde, das sieht echt noch cool aus. Mir gefällt das, wir lassen das. Gesichtsbehaarung. Keine Augenbrauen ist auch eine Option. Ich und Charaktererstellung ist immer so eine kleine Sache. Schminke. Irgendetwas, was ein bisschen böse aussieht. Das 3 zum Beispiel. Oh, das ist cool. Das ist schon schön. Das 5. Rot ist auch nicht schlecht. Das sieht gut aus. Das Sippli. Ich glaube, wir machen das Sippli. Das passt irgendwie. He? Ja. Gut, Sippli, so, Schmuck. So, oh je. Yeah. Ich sage nicht, wir fangen wahrscheinlich heute gar nicht mehr mit dem Spiel an. Was haben wir hier gehabt? Der hier. Der Zahn. Der ist ganz cool. Als Nasenringli können wir auch noch haben. Oh, die sind schön. Irgendwie ist das cool. Das ist Sophie. Die sind doch nicht praktisch. Gut, andererseits ist sie Totenbeschwörerin. Also viel Zeug rumgumpen muss sie auch nicht. He? Ich finde es so cool, dass es so asymmetrisch ist. Teilweise. Die sind auch noch Möndli. Kann man das irgendwie auch wechseln während dem Spiel irgendwie? Oder gar nicht? Nur ein Nasenring geht hier. Die ist auch noch schön. Jesus Gott. Dass man sich da entscheiden muss. Das habe ich vorher gesagt. Die da hier. Okay, nein, ich habe die anderen cooler gefunden. Ja, nehmen wir das. Das 4. Das ist doch gut. Das dauert jetzt ewig, Mann. Hey Nico, wie geht's dir? Nein, wir machen es sicher nicht blond. Blond sieht komisch aus in diesem Game, ganz ehrlich.
Ich wollte mal jemanden treffen, der so Haut hat, weil es halt faszinierend und schön ist. Ich finde es auch mega schön. Es ist ja eigentlich eine Krankheit, aber mir gefällt es auch, muss ich sagen. So, die Tattoos. Das haben wir im Moment... Oh. Ich will noch gerade nicht... Hä? Kann ich da nicht... Wieso nimmt es... Ah, jetzt, okay. Nope. Das ist ganz cool. Das ist ein bisschen sehr schnörkelig, finde ich zwar. Das ist mir ein bisschen too much tribal. Oh shit. Was ist denn das? Ah. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Ey, es kommt immer so, seht ihr das? Hä? Oh, ja! Das kann man machen. Ich glaube, ich nehme da. Wobei, das ist schade, da sieht man fast die Hautfarbe nicht mehr. He? Was war das erste, was wir hatten? Ich finde das gar nicht mehr. Hä? Irritierend. Das sieht aus, als wäre sie Anfängerin. Hä? Warum hat es ständig neu? Ich komme nicht raus. Sie hat doch gesagt, es hat 6. Warum hat es ständig... Ah! Hey, also es ist sehr irritierend. Das ist schon schön. Und das ist gar nicht. Okay. Also das ist ein bisschen buggy, kann das sein? Oh, das ist schon cool. Oh, das ist cool. Es sieht aus, als wäre irgendein Spruch draufgeschrieben. Also, das war das erste. Nein, ich will das. Das sieht cool aus. Farbe der Bemalung. Yes, ja, Necro genommen. Ja, Ewigkeit in der Charakter Creation. Ja, aber es ist doch immer so. Charaktereditor ist halt einfach irgendwie so... Weiss ist... Das sieht cool aus. Das sieht auch cool aus. Charaktereditor ist halt immer fies. Sehr fies. Das sieht komisch aus. Narbe. Das sieht aber nicht aus wie Narbe. Henna! Ja. Ich glaube, ich gehe auf das tatsächlich. Ja. Hellweiss sieht zwar auch cool aus, aber zu hell irgendwie. Violettes Mana. Das. Ich nehme das. Ich finde, das passt. Gut. Fertigstellen. Hardcore? Nein, ich will nicht Hardcore. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Virea. Ja, wir nehmen Virea. Virea ist gut. Virea ist gut. Ich habe sogar... ich kann mich noch an das MMO Terra erinnern, wo sogar deine Gesichtsknochenstruktur und so hast können anpassen. Hat da gerne 1 bis 2 Stunden drin verbracht. Holy shit. Das kannst du... Ey. Ja, ich mache mich bei Cyberpunk, als ich Cyberpunk gespielt habe, den Charaktereditor. Ich habe, glaube knapp 2 Stunden im Charaktereditor verbracht und dann 1 Stunde gespielt. Nein, nicht mehr. Steffi, ich hoffe, du kannst geniessen. Ich muss leider für meine Prüfung am Montag lernen. Oh nein, und ein Follow Blond. Ich stimme zu, dass Blond in diesem Game komisch aussieht. Danke vielmals. Hey, ich wünsche dir mega viel Erfolg bei den Prüfungen und ganz, ganz viel Gehirnschmalz für das Lernen. Und schön bist du da gewesen, schön bist du Hallo sagen und genieße das Wochenende hoffentlich gleich ein bisschen. So. Wechsel mal auf Rot. Ja, wie gesagt, ja, das ist cool. Ich finde, das ist doch ein cooler Charakter. Der sieht doch fancy aus, Mann. Tschüss, Werner. Fast geschafft. Yes, also, Hardcore wollen wir nicht. Und mein Name ist Virea. Ich finde, das ist ein schöner Name. Vor allem tönt er sehr melodisch für eine Totembeschwörerin. Nein! Nein, jetzt bin ich... Nein, Moment. Wir behalten jetzt einmal daran gewonnen. So, Spiel starten. Let's go. Weil und wie viel Unterstützung ich benötigt. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Unterstützung. Immerhin habe ich noch nie Diablo gespielt. Sorry for that. Also, nein, ich bin definitiv Weltstufe 1. So, let's go. Also, ab ins Game.
Und ich habe nicht mal eine grosse Warteschlange. Das tönt doch schon mal sehr fancy. Und mein PC sagt ein Nope. So. Und er läuft auf Hochtouren. Heieiei. So, back Bild ins wurde Game. als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Es läuft. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Ausdruck. Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanctuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. Hat er jetzt das Ende gespoilert? Oder Noch nie in einer Warteschlange gewesen, seitdem mit Diablo zocken. Okay. Nicht schlecht. Ich kann mich nur an WoW-Zeiten erinnern, wo du teilweise fast tagelang gewartet hast, dass du überhaupt reingekommen bist. Hey Nick, der Troy ist am Arbeiten, denke ich mal. Also ich hoffe es für ihn, dass er am Arbeiten ist. Und nicht irgendwie rumblöterle. Troy streamt übrigens immer nur am Mittwoch. He? Freitag ist Mittag. Das klingt, als hätten wir kein Ross mehr. Du weißt, dass wir Mittwoch streamen. Sehr gut. Ja, das war mal unser Ross. Ah, schade. Nicht so schön. Was? Pizza? Oh. Oh je. Ich hoffe, wir haben Nachtsicht oder so. Ja, Cutscene mit dem eigenen Charakter. Das ist natürlich... Gut, mittlerweile muss ich sagen, das erwarte ich schon fast. Muss ich, also wirklich, das erwarte ich heute... Es ist 2023, come on. Gut, ich gehe mal davon aus, bis man ein Ross hat, das dauert ein bisschen. Ja, eben. Der Pascal hat auch erzählt, bis Level 40 oder so dauert es. Okay, sieht aus, als wäre der ruckelige Start der Start von unserem Game. Also ernsthaft, warum ruckelt es so? Was leckt Hure? Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere. Okay. Also Warteschlangen gibt es hauptsächlich in Amerika. Okay, interessant. Ja, umso besser für uns. Das Charakterdesign so darauf ausgelegt ist, dass es in die Cutscene reinpasst. Ja, aber eben, also, das erwarte ich eigentlich heutzutage ein bisschen an meinen Games. So. Dass man... das ist die Ansicht ist sehr interessant. He? Ich habe noch nie mit dieser Ansicht gespielt, glaube ich. Also, das kann ich da ausmachen. Was ist das? Ah. Okay.
Gut, so viel mal dazu. Kann ich über das Zeug drüber laufen oder sammle ich es ein? Ist das der Plan? Okay. Es ist Junge. Interagieren. Aha, aha. Da ein bisschen looten, gerade am Anfang. Das hat man gern. Oh, 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 oh. Oh, es ruckelt ja wirklich. Da ist an. Leider ruckelt es wirklich ein bisschen unschön. Kann ich da etwas machen eigentlich? Ah, okay. Cool. Nice. Sehr cool. Okay, okay. Also das habe ich schon mal herausgefunden. Da haben wir sonst nicht mehr viel. Noch ein bisschen Gold. Gold ist immer gut. Gold nehmen wir. So, also, kommen meine Die Minions. Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Was, sauber. Wie viele von denen kann ich eigentlich haben? Spannend. Also, aber auf jeden Fall, also mittlerweile läuft es ganz solid. Also ich hoffe, dass es so bleibt. Ja, gut. Gehen wir da mal ein bisschen looten und so. Und ein bisschen da Wargen killen. Damit wir hier können, unsere Minions mitnehmen. Also das finde ich schon ein bisschen lässig. Oh, da ist einer, zwei nicht so gut glimpflich hinweggekommen. Schade für die. Aber es leckt schon grusig. Moment. So, kann ich da irgendwie... Moment. Optionen. Das ist eigentlich gar nicht so... Hey, meine Grafikkarte, come on, die wollen mir sagen, meine Grafikkarte ist veraltet. Also bitte, Gameplay, let's go! Yes, es ist verdammt am Glitschen, ja. Es ist wirklich ein bisschen wüst. Muss ich wirklich gerade sagen. Gefällt mir auch gar nicht. Gut, drüber latschen, sonst musst du es aufnehmen. Yes. Also, jetzt ist noch mal die Frage. Bildschirm, Schriftgröße, Zeigergröße, HDR. Vertical V-Sync brauchen wir nicht. OBS begrenzen, ja, das ist gut. Helligkeit, Leistung. Ja, nein, 150 brauchen wir jetzt also wirklich nicht. Bitte, also 60 lange. Gut. Das hat macht ja auch besser. Die Qualität ist... Ja, komm, machen wir... Ja, nein, hoch ist schon gut. Also wenn das weniger als hoch, das ist also schon ein bisschen traurig. He? Hoch muss drinnen liegen. Wir probieren es jetzt mal so. Gut, hoffentlich geht es jetzt besser. He? Mal schauen. Wir sehen es dann, wenn... falscher Knopf. Wir sehen es dann, wenn wir mal wieder in eine neue Szene reinlaufen. So. Kleiner Kritikpunkt, dass das Gold nicht automatisch aufnimmt. Grosser Kritikpunkt, dass es hure leckt, Mann. Was ist das? Also... Finde ich schon ein bisschen traurig. Ja, also sorry, aber weniger als 60 finde ich also schon gerade ein bisschen traurig. He? Also 60 sollte schon drinnen liegen, findet ihr nicht auch? So, gehen wir da mal weiter. Grafik auf dem neuesten Stand. Yes, ich habe extra noch geschaut. Ich habe alles auf dem neuesten Stand. Ist alles up to date. Schon lustig, dass wir jetzt plötzlich nicht mehr kalt haben.
Wir haben doch vorher noch so kalt gehabt. Überall. Reißzähne in der Dunkelheit. Ja, er hat mich gebissen. Vorsicht, er ist wild. Ich bin noch nicht mal dort. Was ist passiert? Hallo. Okay. Ah, das waren die gewesen. Oh, wow. Das Game hat mir einen harten Flashback von Sacred oder Dungeon Siege gegeben. Okay. Ja, Grafik drauf noch stand. Yes, einmal mit dem Hammer draufhauen, dann läuft es wieder geschmeidig. Ja! Ja! Steffi, stell die Auflösung ab in-game. Du hast 2K-Auflösung drin. Wirklich? Was? Wo? Ah ne, warte schnell. Wo habe ich 2K drin? Machen wir das 40 oben runter. So. Ah, hier! Geht nicht. Anders. Da, die GPU-Treiber sind veraltet. Eine Funktion sind womöglich... Das kann gar nicht sein! Was? Das ist gar nicht möglich! Das geht gar nicht! Ich habe eine 3070. Schon strange, dass es so ruckelt. Also in deinem System kann es nicht liegen. Du hast Hardware, dass der Gamer locker in Ultimate einstellen kannst und sagen, eben! Eben! Aber auch das, ich kann das nicht mal einstellen, hä? Also, wir machen es schnell. Schnell so. Vielleicht geht es ja dann. Nein, ich kann es nicht mal jetzt ändern. Nein? Ich kann die Auflösung echt nicht anpassen. Wie komisch ist das? Also...